letzte Woche durfte ich mit ganz vielen Jugendlichen aus der Schweiz auf einem Camp gemeinsam sein. Wir waren in der Toskana und mein lieber Mann Flo und ich durften gemeinsam eine Worship-Band mitbringen. Also wir waren der große Bestandteil der Band, aber wir waren am Start und vor Ort. Wir hatten eine geniale Woche und sind gestern zurückgekommen, haben viel Gemeinschaft genossen, Gott gemeinsam gelobt und mir ist wieder einmal bewusst geworden, hey, das ist so genial, wo wir in Einheit zusammenkommen. Ja, in einer großen Bandbreite, in einer großen Unterschiedlichkeit und trotzdem haben wir uns eins gemacht, um Gott besser kennenzulernen, einander besser kennenzulernen und Gott zu loben und zu preisen. Und ich dachte, ich bringe euch so ein bisschen Toskana-Luft mit und nehme euch ein bisschen mit hinein, was uns so beschäftigt hat die Woche. Und zwar war das Thema Jesus Generation. Jesus Generation. Also wie können wir als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus einen Unterschied in dieser Welt machen? Und bevor ich euch mit ins Thema nehme, möchte ich gerne noch mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass du mir vorausgegangen bist in dieser Predigt, so viel mir offenbart hast. Und ich bete, dass du unsere Ohren öffnest für das, was du heute Morgen reden willst, zu jedem Einzelnen. Ja, dass wirklich unsere Herzen durch dein Wort verändert werden an diesem Morgen. Amen. Ja, wenn wir die Bibel lesen, dann ist eine Sache sehr bezeichnend. Die zieht sich von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten Seite komplett durch. Und das ist der Punkt, dass Gott, der Schöpfer des Universums, in Beziehung mit uns leben will. Und das ist ungefähr die krasseste Botschaft, die die Welt jemals gehört hat. Gott möchte in Gemeinschaft mit uns, mit dir leben. Eine persönliche Beziehung zu dir haben, wissen, wie es dir geht. Er will dich sehen. In einer Welt, wo so viele Menschen sich einsam fühlen und darum ringen, gesehen zu werden, ist ein Gott, der sieht. Ein Gott, wie wir es am Anfang gehört haben, der verheißt, dass er mitten unter uns in unserer Mitte ist. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber für ein harmonisches Zusammenleben in Einheit, da ist es doch manchmal hilfreich, irgendwie Richtlinien zu haben. Oder so ein bisschen eine Abmachung, wie funktioniert denn jetzt das Zusammenleben? Ich weiß nicht, in welcher Konstellation du so lebst, ob du vielleicht in einer Wohngemeinschaft lebst, ob du in einem Familiengefüge lebst. Aber ich würde behaupten, dass es vermutlich in deiner Wohngemeinschaft, wie sie auch immer ist, so gewisse Regeln gibt. Vielleicht ausgesprochen, vielleicht viele auch unausgesprochen. Aber irgendwie muss ja klar sein, hey, so wer bringt denn jetzt den Müll raus? So, wenn es halt nicht geregelt ist, dann macht es halt entweder keiner oder jeder mal so ein bisschen und dann, kommt es zu Streit oder, wer kümmert sich darum, das Auto voll zu tanken, wenn es leer ist? Ist vielleicht die Regel einfach der es leer gefahren hat oder gibt es dafür eine Person, die das grundsätzlich immer macht? Also irgendwie braucht es im Zusammenleben so Richtlinien, Regeln. Klingt dann immer gleich so einschränkend. Und tatsächlich haben mein Mann Flo und ich, wir haben was gemacht, als wir uns kennengelernt haben und so in den kleinen Anfängen unserer Beziehung. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch The Big Bang Theory geguckt hat, aber tatsächlich haben wir eine Beziehungsrahmenvereinbarung geschrieben. Ja, man hört die lachen, die kennen es, ja? Also, wir haben eine Beziehungsrahmenvereinbarung geschrieben. Das klingt total unromantisch. Ist es irgendwie auch, aber es war richtig, richtig gut. Und zwar haben wir uns zusammengesetzt und also da sieht man wieder so, wie ich funktioniere, wie mein Mann funktioniert. Mein Mann hat so wie eine Ausarbeitung wirklich geschrieben. Punkt 1.1, also Überschrift. Und dann, wir haben das Dokument noch. Ich wollte es mir eigentlich noch angucken. Wir haben das Dokument noch wirklich fein säuberlich abgeheftet mit Version 1 und Version 2 überarbeitet nach einem halben Jahr. Auf jeden Fall haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie wollen wir diese Beziehung gestalten?
was ist uns wichtig? So, was sind Do's, was sind Don'ts? So, wie wollen wir das gestalten? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Was sind deine Werte? Und das war total genial, darüber in einen Austausch zu kommen. Weil bei manchen sagen wir, oh, okay, interessant, ja, wenn dir das wichtig ist, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Und gleichzeitig ist mir die Sache wichtig oder das ist für mich, das geht gar nicht. Also wenn das jemand macht, wirklich, so, das ist ein echter Abturner. So. Und so haben wir festgelegt und geregelt, was die Richtlinien für unsere Beziehung sind, um in diesem Status auch zu prüfen, ob wir einander heiraten wollen. Wir haben einander geheiratet, also wirklich gute Empfehlung, macht eine Beziehungsrahmenvereinbarung, um zu klären, hey, in welche Richtung läuft das ganze Ding, in den Austausch zu kommen. Und Gott macht was Ähnliches. Auch so eine Beziehungsrahmenvereinbarung mit seinem Volk Israel. Und zwar macht er das auf einem Berg. Ihr seht den schon. Ist das an? Ja. Ist es leer? Vielleicht. Ja, also, ich muss den Job wieder zurückgeben, glaube ich. Du schaffst es. Genau, und zwar macht Gott es auf einem Berg. Dem Berg Sinai heißt der. Im Alten Testament lesen wir das. Und zwar ist es in der Story, wo Gott sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei herausführt und sie stehen an so einem Punkt und zwar kurz davor, ins verheißene Land zu kommen. Und auf diesem Berg gibt Gott Mose, das ist so ein Mann, der ist dann auf dem Berg, hier seht ihr Mose, da gibt er Mose solche Richtlinien eben kurz bevor sie in das verheißene Land reinlaufen. Das gern, genau. Also das ist so die Reihenfolge. Ich bin ein bisschen stolz auf meine PowerPoint, habe ein bisschen gezaubert. Genau, also auf diesem Berg gibt Gott Mose diese Richtlinien, um das Zusammenleben von Gott und seinem Volk eben zu regeln. So. Und diese Regeln, diese Richtlinien, die hat Gott extra dann gegeben, bevor sie in das verheißene Land gehen, weil Gott gesagt hat, hey, wenn ihr in dieses Land reinkommt, dann will ich, dass man sieht, dass ihr zu mir gehört, dass ihr mein heiliges Volk seid. Und diese Richtlinien, die waren revolutionär zu den anderen Regeln oder Richtlinien geboten von den anderen Völkern. Das war, Gott hat sich danach gesehnt, nicht sein Volk wieder in eine neue Sklaverei zu führen unter eine Tyrannei von Regeln. Im Gegenteil, er wollte sie freisetzen, ihnen eine neue Identität geben, eine Identität als sein befreites Volk Israel. So, und so diese Beziehungsrahmenvereinbarung Gottes mit den Menschen, die hat eigentlich 3 Bestandteile. Der erste Bestandteil, das sind die Bedingungen des Bundes. Also kurz gesagt die Regeln. So, um was geht's? So, was sind die Dinge, an die ihr euch halten dürft, damit eben nicht das blanke Chaos hier irgendwie, ne? Also keine Regeln ist auch keine Freiheit, sondern was sind die Richtlinien, an die ihr euch halten dürft, sollt? Die Do's und Don'ts. So wie mein Mann und ich, Do's und Don'ts. So was ist gut zu machen, was ist auch nicht so gut zu machen. So sind das die Bedingungen des Bundes. Und als zweites gibt es eine Verheißung des Segens, wenn man Rule Number 1 einhält. So Gott sagt, hey, wenn ihr diese Richtlinien einhaltet, ich verheiße euch Segen, weil ich will das Gute für euch. Mit dem Halten, mit dem Laufen in diesen Richtlinien, da ist Segen dran geknüpft. Und das dritte ist aber genauso auch eine Konsequenz, vielleicht auch Strafe, wenn man eben Rule Number 1, wenn man dagegen verstößt. Ja, das hat Konsequenzen. So auch wie bei Flo und mir, wenn ich Sachen gesagt habe, wo er gesagt hat, das ist ein absolutes No-Go, das macht man nicht. Das hat Konsequenzen, wenn man sich eben nicht an Richtlinien hält. Und ich würde jetzt mal sagen, die bekanntesten Bedingungen des Bundes sind die 10 Gebote. Habt ihr schon mal gehört? Wahrscheinlich in der Sonntagsschule. Wer hat aufgepasst? Jetzt, wer kennt die 10 Gebote von euch? Okay, Verhaltenes melden, ja, alles klar. Auch nochmal nachdenken. Die letzten grauen Zellen von Kindergottesdienst irgendwie aktivieren. So, jetzt, ich liebe meine Unti-Schüler. Und am Anfang von jeder Unti-Einheit mache ich mit denen so einen Kahoot. Und jetzt, Real Story.
du darfst gerne die nächste Folie bringen. Da war eine Frage, welches ist keins der 10 Gebote? Achtung schon mal, ich habe es extra groß geschrieben, keins der 10 Gebote. Läuft so eine Musik und das ist so ein Quizspiel, wo die ein paar Sekunden haben, um die richtige Antwort für sich einzuloggen. So, und du darfst dir das kurz anschauen, also Option A, liebe deinen Nächsten, Option 2, Ehre Vater und Mutter, du sollst nicht töten, du sollst den Sabbat heiligen. Jetzt dürft ihr gleich, ich zähle runter, dürft ihr die Farbe nennen, was ihr denkt, was die richtige Antwort ist. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Yes, rot, richtig. Meine Unti-Schüler, die waren sich da nicht so ganz einig, welches denn jetzt keins der 10 Gebote ist. Jetzt dürft ihr mal schätzen, welches war denn noch sehr hoch im Ranking? Das Gelbe, das Grüne. Tatsächlich der Sabbat, der war sehr hoch im Kurs. Ich glaube auch, das ist tatsächlich das Gebot, was wir am meisten vergessen, dass das ein Gebot ist, was in den 10 Geboten steht. Aber auch Ehre Vater und Mutter war erschreckend hoch im Kurs. Ich weiß nicht, ob das mehr so ein Wunschvorstellen war oder ob das vielleicht das ist, was am meisten gebrochen wird. Aber zu ihrer Verteidigung, man ist auch wirklich unter Zeitstress und da kann es auch mal passieren, dass man ganz aus Versehen das Falsche antippt. Naja, auf jeden Fall sind die 10 Gebote, wenn du sie nicht kennst, empfehle ich dir, das nochmal nachzulesen. Es steht in 2. Mose 20. Und das sind so Richtlinien, die Gott seinem Volk mitgibt. Neben ganz vielen anderen Reinheitsgeboten und Opfergeboten und sonstigem ist das der Inhalt dessen. Gott gibt sein Gebot auf einem Berg an einen Mann Mose für sein Volk, das kurz vorm Einzug in das verheißene Land steht. Und jetzt ist das Spannende, in Matthäus 5, Vers 1 bis 2, da lesen wir, als Jesus die Menschenmenge sah, da stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann zu lehren. Wir haben also genau die gleiche Szene wieder. Ein Berg, ein Mann und das Ganze auch wieder kurz vorm Einzug in ein neues Land. Jetzt ein bisschen kryptisch, ein bisschen nicht so ganz sichtbar. Und zwar nicht der Einzug in das verheißene Land, sondern es geht jetzt um das Reich Gottes. Und Jesus gibt hier wieder Richtlinien. Richtlinien für ein neues Leben eben unter Gottes Herrschaft. Und das verheißene Land, also das Reich Gottes, das begrenzt sich jetzt nicht mehr auf das Physische, auf das Sichtbare, sondern vielmehr auf eine geistliche Realität. Und ja, Jesus versammelt seine Jünger um sich. Und er gibt ihnen weiter, was die Richtlinien dieses Reiches Gottes sind. Also wenn du dich mit dem Thema Nachfolge auseinandersetzen willst und wissen willst, was Jesus hier wirklich im Detail sagt, was diese Kultur des Reiches Gottes ist, dann empfehle ich dir, die Bergpredigt in Matthäus ab Kapitel 5 nochmals zu lesen und wirklich zu studieren. Also, hier seht ihr die Grafik für alle, die noch nicht die Parallele jetzt anhand meiner wunderschönen PowerPoint gesehen haben. Wir haben eine Parallele. So Mose auf einem Berg, der Richtlinien bekommt und Jesus wieder auf einem Berg, der Richtlinien weitergibt. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Und zwar, wer von euch hat Geschwister? Die meisten. Noch eine Frage, wer von euch hat kleine Geschwister? Okay. Vielleicht kennt ihr dieses Phänomen, dass Regeln zu Hause irgendwie immer so ein bisschen lockerer werden. Ja? Ein Raunen geht durch den Raum, ja? Schon erlebt? Vielleicht hast du deine ganz eigene Geschichte damit. Vielleicht echt auch noch ein paar Dinge, die du da aufarbeiten musst. Aber so dieses klassische Beispiel, du durftest mit 12 ein Handy haben und dann deine kleine Schwester mit 10 und jetzt sitzt dein kleiner Bruder mit 6 da mit einem iPhone, weil er muss ja anrufen können, wenn er den Bus verpasst hat. Ja, so. Ihr wisst, was ich meine. Also irgendwie, vielleicht auch von Elternseite, ja, beim ersten Kind, da weiß man noch nicht so ganz genau, da macht man die Regeln lieber ein bisschen strenger. Und dann, ach ja, mit dem ist ja auch gut gekommen und irgendwie wird man dann über die Zeit auch ein bisschen lockerer. Ich weiß nicht so genau, wie sich das anfühlt, weil ich bin tatsächlich die Jüngste. Also ich durfte die ganzen Privilegien genießen, wo meine großen Geschwister, oh je, wie nee, wirklich ein bisschen sich durchkämpfen mussten.
Aber irgendwie scheint es ja so ein Phänomen zu sein. Und wie ist es jetzt mit diesen Regeln? Also Mose hat Regeln bekommen, hey, und vielleicht über die Hunderttausende sind die ein bisschen lockerer geworden. Ja, jetzt ist das so, die Juden, die haben das ziemlich ernst genommen mit diesen Regeln. Und zwar wirklich ehrenswert. Hey, uns sind diese Richtlinien und Gebote so wichtig, wir wollen keins davon verstoßen. Also, was machen wir? Wir machen Regeln für die Regeln, damit wir die Regeln nicht brechen, so ungefähr. Ja? Also, ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt die Regel, du sollst am Sabbat keine Arbeit tun. Eine Richtlinie, die Gott seinem Volk gegeben hat, damit sie sich ausruhen. Ja? So gut, was Gott da im Sinn hatte. Du sollst am Sabbat keine Arbeit tun. So, jetzt haben sich die überlegt, die ganz schlauen Leute, okay, keine Arbeit, das müssen wir jetzt erstmal definieren. Was ist denn keine Arbeit? Ne? Für den einen ist was schon Arbeit, was für den anderen keine Arbeit ist und andersrum. Naja gut, also zum Beispiel säen und ernten und pflügen, ja? Arbeit machen wir nicht, verboten. Du darfst nicht säen, nicht pflügen, nicht ernten, du darfst nicht backen. Ja? Arbeit. Für den einen Arbeit, für den anderen. Also für mich ist es voll die Erholung, wenn ich backen kann. Also kein frisches Brot oder Kuchen am Sabbat. Du darfst kein Feuer anzünden. Für den einen ist es Arbeit und Feuer löschen auch nicht. Problematisch, wenn ein Haus anfängt zu brennen am Sabbat, aber du darfst ja auch kein Feuer anzünden. So, und jetzt gab es noch andere Gegenstände im öffentlichen Raum tragen. Es ist Arbeit. Haben sie sich gedacht, das ist Arbeit, das darf man nicht, weil sonst verstößt man vielleicht gegen die Regel. Ja, aber jetzt ist ja ein bisschen schwierig. Was für Gegenstände denn jetzt? Zum Beispiel, was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich so ein Taschentuch, also die hatten da noch so Stofftaschentücher, wenn ich das in meiner Hosentasche trage, dann habe ich ja einen Gegenstand im öffentlichen Raum getragen. Das darf ich nicht. Das ist schwierig. Idee, ich bind einfach mein Taschentuch an meinen Ärmel dran und dann ist es einfach ein Teil von meinem Kleidungsstück und das darf ich ja tragen. Ja? Ihr versteht's? Also wir haben einen Struggle hier. Irgendwie werden Regeln um Regeln gemacht, in dem Wunsch, keine Regeln zu verstoßen, und damit haben sie sich irgendwie so ein selbst auferlegtes Joch auf die Schultern gelegt und darüber haben sie Bücher geschrieben. Und zwar so ein bisschen History. Und zwar haben sie zuerst die sogenannte Mishnah geschrieben, wo sie die Regeln für die Regeln aufgeschrieben haben. Das sind je nach Übersetzung 4 bis 6 Bücher mit jeweils 400 bis 600 Seiten. Und dann haben sie sich aber überlegt, nee, das Ganze müssen wir nochmal diskutieren und kommentieren, was denn mit den Regeln von den Regeln gemeint ist. Also haben sie erst das Gesetz gehabt, dann die Regeln für die Regeln und dann eine dritte Spalte, wo sie das Ganze diskutiert haben. Und das nennt man dann Talmud und das Ganze ist 10-mal so umfangreich wie die Bibel. Ich weiß nicht, ob du es schon mal geschafft hast, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Da braucht man ungefähr eine halbe Stunde am Tag, wenn man das in einem Jahr durchgehen will. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie lange man braucht, um dieses ganze Werk zu lesen. Einmal. Sehr, sehr lange. Und darunter hat auch das Volk nicht schon eher gelitten. Weil es ging einfach nur um das stumpfe Befolgen und ja nicht irgendeine Regel falsch machen, damit ich ja nicht irgendeine Regel breche. Aber praise the Lord. Dann kam Jesus, der Erlöser und der Retter. Und er steigt auf einen Berg und er redet jetzt über die Richtlinie. Yes, back to the basics. Zurück zu dem, was eigentlich gemeint ist. Vielleicht macht er die Regeln ja jetzt ein bisschen lockerer. Ne? Ist jetzt auch echt viel Zeit vergangen und der redet jetzt mal, was eigentlich simpel mit diesen Geboten gemeint ist. Ja, schauen wir uns das mal an, was Jesus gesagt hat. In 2. Mose 20, Vers 13 steht, du sollst nicht töten. Und ich lese ein bisschen mehr, als auf der Folie steht. Ich lese Matthäus 5, Vers 21 und 22. Jesus sagt, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle.
Also vielleicht sind da einfach die Pharisäer und Schriftgelehrten noch nicht drauf gekommen, dass man auch ein Gesetz daraus machen kann, du sollst nicht töten, bedeutet, du sollst nicht zu deinem Bruder oder deiner Schwester du Idiot sagen. Also fügt Jesus jetzt hier einfach noch was hinzu? Hat ihm das noch nicht gereicht, die Regeln von den Regeln? Muss da noch was ergänzt werden? Noch mehr Regeln? Noch mehr Gebote? Noch strenger, als es sowieso schon ist? Schauen wir uns eine zweite Stelle an. Du sollst nicht Ehe brechen. Auch hierzu hat Jesus was zu sagen. In Matthäus 5, Vers 27 und 28 steht, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Boah, auch hier, irgendwie die Regeln, die werden immer strenger, oder? Hey, also das eine ist ja Ehebruch zu begehen, aber jetzt auf einmal schon, wenn ich jemandem einen begehrlichen Blick hinterherwerfe, da habe ich eigentlich schon die Ehe gebrochen. Es wird noch schwerer, es wird noch unmöglicher. Ich glaube nicht, dass es Jesu Ziel ist, einfach die Regeln noch ein bisschen unmöglicher und noch ein bisschen härter und noch ein bisschen schwieriger zu machen. Wenn wir uns das nämlich anschauen, dann sehen wir, dass es einen klaren Fokuswechsel gibt. Ein Fokuswechsel von dem Außen zum Innen. Das eine ist das äußere Befolgen, das stumpfe Befolgen von Regeln und das andere ist, was innen drin passiert. Wisst ihr, es gelingt noch schnell, äußerlich eine Regel einzuhalten und innerlich was ganz, ganz anderes zu fühlen. Ich bin jetzt seit etwas mehr als einem Jahr verheiratet und es kommt manchmal vor, dass ich echt richtig wütend auf meinen Mann sein kann. Und jetzt ist das, also ich sag euch, ich habe ihn noch nicht umgebracht. Ich war auch noch nie kurz davor. Ich bin sehr, sehr weit davon entfernt. Und ich habe ihn auch noch nie einen Idioten genannt. So, kann ich mal check, Gebot gehalten, oder? Super. Hey, aber in meinem Herzen, was da manchmal drin abgeht, es ist gut, dass es keiner hört. Es ist gut, dass es auch keiner sieht. Da ist oft so, vielleicht kennst du das. Versteht ihr, was ich meine? Das eine ist das äußerliche Halten von Geboten. Ja, ich kann einfach ein Häkchen hinten dran setzen. Und das andere ist, was innen drin abgeht. Und Jesus sagt hier, wisst ihr, es geht überhaupt nicht einfach um das äußerliche Befolgen. Hauptsache, du kannst sagen, ja, ich habe alle Gebote gehalten, wenn das innen drin nicht passt. Der Becher von außen ist gereinigt, aber von innen ist er schmutzig. Ja, da will ich auch nicht draus trinken. Es geht letztlich um eine Veränderung des Herzens. Es geht um die Veränderung von innen heraus. Und das meint Jesus, wenn er die Gebote von Mose wieder aufgreift. Ich glaube auch nicht, dass er die neu irgendwie... Nein, ich glaube, Jesus sagt das, um was es Gott schon immer gegangen ist. Es geht Gott nicht drum, Hauptsache, ja, ihr haltet hier alle Gebote. Nein, Gott sehnt sich nach einer Veränderung unseres Herzens. Und die geniale Botschaft ist, ja, was mache ich mit meinem Herzen? Gott verheißt uns ein neues Herz. Und das schon im Alten Testament, das schon in Hesekiel 36, Vers 26, wo steht, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Also das, was Jesus hier anspricht, letztlich geht es um unser Herz. Letztlich geht es um das, was innen drin ist, was eine Veränderung braucht. Da sagt Gott, hey, ich will es dir geben. Ich will dir ein neues Herz geben, ein lebendiges, eins, das schlägt, nicht ein steinernes, was gar nicht Leben hervorbringt, sondern ich will es dir geben. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden.
Und das ist ein Zuspruch, den du für dich in Anspruch nehmen darfst. Wenn du in Christus bist, wenn du Jesus Christus die Herrschaft über dein Leben gegeben hast, ihn in dein Leben eingeladen hast, dann ist in dir ein neues Herz, ein neuer Geist. Du bist eine neue Identität. Und ich glaube, das ist etwas, was wir immer wieder neu uns zusprechen müssen. Wie häufig höre ich, ja, ich bin ein Sünder. Nein, das ist nicht unsere Identität. Es ist nicht unsere Identität, dass wir Sünder sind. Und verstehe mich nicht falsch. Wir sündigen. Aber das ist nicht unsere Identität. Unsere Identität ist, dass wir eine neue Schöpfung sind. Dass wir Kinder Gottes sind, Bürgerinnen und Bürger dieses neuen Reiches, was Jesus verheißen hat. Das ist unsere Identität. Und ja, wenn wir jetzt sündigen, dann kann man das auch bezeichnen als ein artfremdes Verhalten. Das entspricht nicht mehr meiner Natur. Das entspricht nicht mehr meiner Identität. Ich handle dann entsprechend dem, wer ich eigentlich bin. Und wir müssen lernen, in dieser neuen Identität zu laufen. Wir müssen lernen, was das bedeutet. Und das ist ein schrittweiser Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist in etwa so, wie wenn ich jetzt die Schweizer Staatsbürgerschaft, beantragen oder bekommen würde. Damit bin ich auf dem Papier Schweizerin. Das ist dann meine Identität. Aber das heißt noch nicht, dass ich alle Sitten kenne. Mein Schweizerdeutsch ist schon ganz gut. Und gleich gibt es noch viel zu lernen. Versteht ihr? Ein neues Land, neue Sitten. Ihr dürft gerne die Jugendlichen fragen, wie das war, als ich das erste Mal mit denen Fondue gemacht habe im Boundless. Das war eine mehr oder minder... Also Katastrophe ist ein bisschen übertrieben, aber das hat nicht so gut funktioniert. Weil ich habe das vorher noch nie gemacht. Keine Ahnung, die Schweizer wissen, wie das geht. Ich nicht. Zeigt mir wie. Elbblatt-Makarone habe ich auch noch nie gekocht. Könnte ich auch mal einen Kochkurs belegen. Also versteht ihr den Vergleich? Das wäre dann, ich habe noch keine Schweizer Staatsbürgerschaft, aber das wäre meine Identität. Und trotzdem gilt es zu lernen, was die Sitten in einem anderen Land sind, wie man dementsprechend lebt und handelt. Und dafür braucht man andere, die einem das zeigen. Von selber lernt man das nicht. Und das Gute ist, Jesus ist uns vorausgegangen. Er hat uns gezeigt, hey, in diesem neuen Reich, da lebt man so und da lebt man so. Das hat er uns einmal in der Bergpredigt weitergegeben und er hat es uns vorgelebt. Er ist unser Vorbild. Von ihm dürfen wir lernen. Aha, so funktioniert das. Alles klar. Die Frage ist nur, steigen wir mit auf den Berg? Steigen wir mit auf den Berg, setzen uns dahin und hören Jesus zu, lernen von ihm. Und ist es einfach nur etwas, was wir hören und versuchen, uns stumpf daran zu halten, oder gibt es wirklich eine Veränderung des Herzens? In 2. Korinther 3, Vers 18 steht, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Ja, indem wir ihn anschauen, werden wir immer mehr umgestaltet in sein Bild. Und letztlich ist die Veränderung unseres Herzens, das ist Aufgabe des Geistes. Er verändert unser Herz. Das ist uns verheißen. Gott gibt uns ein neues Herz, einen neuen Geist. Und diese stückweise Umgestaltung, das ist Werk des Herrn in uns. Super. Können wir uns zurücklehnen, oder? Lassen den Geist einfach mal machen, was er halt so macht. Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel. Ich erlebe das in meinem Leben, dass es beides braucht. Es ist nicht nur einfach mein stumpfes Ich mach. Ich schaffe das letztlich sowieso nicht. Wir sind zu 100% auf die Gnade von Jesus Christus angewiesen. Und ich glaube, dass letztlich die Bergpredigt uns wieder vor das Kreuz und zum Kreuz bringt. Weil wir schaffen das nicht. Ich schaff's nicht.
Wir brauchen den Geist. Wir brauchen, dass er unser Herz verändert. Und gleichzeitig braucht es aber auch mich. Jesus sagt, wer meine Worte hört, aber sie nicht tut, das ist wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Not a good idea. Ja, es ist ein Hören und es ist auch ein Tun. Es ist ein Ja, Jesus. Ja, ich will von dir lernen. Ich will umgestaltet werden und diesen Richtlinien deines Reiches immer mehr in dem laufen, immer mehr verändert werden und umgestaltet werden zu dir. Und was bedeutet das? Ich glaube, letztlich bedeutet es, dass wir sensibel werden für den Heiligen Geist in uns. Der Heilige Geist, er lebt in uns, er lebt in dir. Die Frage ist nur, wie viel Raum gibst du ihm? Hat der Heilige Geist Raum in deinem Leben zu sprechen? Es steht im Wort, dass letztlich der Heilige Geist uns an das erinnert, was Jesus gesprochen hat. Der Heilige Geist lebt in uns und er will uns erinnern, was Jesus gesagt hat. Geben wir ihm Raum. Stehst du morgens auf und sagst, Heiliger Geist, du hast Raum. Raum, heute zu sprechen, mich heute an die Worte von Jesus zu erinnern und in Situationen zu intervenieren, wo ich vielleicht was mache, was nicht dieser Reich Gottes Kultur entspricht. Und dann zu sagen, und Heiliger Geist, gib mir Kraft. Lass deine Frucht groß werden in mir. Die Freude und die Freundlichkeit und die Geduld, die Treue, die Selbstbeherrschung. Lass du deine Frucht groß werden in den Momenten, wo es mich vielleicht auch was kostet. Wo ich vielleicht nicht nach den Maßstäben der Welt lebe, sondern nach den Maßstäben des neuen Reiches. So wie in Römer 12, Vers 2 steht. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Und der Heilige Geist, er will unser Unterstützer sein in dem. Die Band darf sich gerne bereit machen. Wir werden gleich wieder in eine Zeit des Lobpreises einsteigen. Und ich ermutige dich, dir zu überlegen, wie du dem Heiligen Geist in deinem Leben mehr Raum geben kannst. Ja, vielleicht ist es für dich eine Routine, über den Tag hinweg dir vielleicht einen Wecker zu stellen, keine Ahnung, zu sagen, am Morgen, ja, da will ich dem Heiligen Geist Raum geben zu reden. Und am Mittag, in meiner Mittagspause, da erinnere ich mich dran, dass ich dem Heiligen Geist Raum geben will in meinem Leben. Und am Abend, da reflektiere ich vielleicht, Heiliger Geist, hast du heute zu mir gesprochen? War ich dir gehorsam? Und ich ermutige dich, für dich nochmal die Bergpredigt zu studieren, sie aufzuschlagen und zu lesen und dich zu fragen, höre ich das nur oder lebe ich auch danach? Lass mich Stück für Stück verändern in das Bild von Jesus und lerne, in dieser neuen Reich Gottes Kultur zu leben. Und jetzt gleich in der Zeit des Lobpreises, da habt ihr die Möglichkeit, das hörende Gebet in Anspruch zu nehmen hier auf der Seite und ich ermutige dich, dahin zu gehen. Das ist eine Form, wie der Heilige Geist vielleicht auch zu dir reden will. Ja, mit anderen gemeinsam. Ist ja vielleicht ein Eindruck, ein Bild, ein Wort, eine Ermutigung. Das ist eine Form, wie der Heilige Geist redet. Und ich ermutige dich, das in Anspruch zu nehmen. Ja, da wo Leute wirklich parat sind und sagen, hey, ich will mit dir gemeinsam hören, was der Heilige Geist dir vielleicht heute sagen will. Aber ihr könnt auch füreinander beten, füreinander hören. Dem Heiligen Geist Raum geben. Kurzes Zeugnis dazu noch, bevor wir reinsteigen. Auf der Rückfahrt von der Toskana, da war ich noch am Arbeiten am Laptop und irgendwann schaut mein Mann zu mir rüber und sagt so, hey, darf ich dir was weitergeben? Ich habe gerade ein Bild bekommen vom Herrn für dich. Und ich fand es so ermutigend, es kam so aus dem Nichts. Das passiert nicht täglich. Aber ich fand es so schön. Hey, ein Wort, ein Bild,
was er während dem Autofahren einfach von Gott für mich empfangen hat und er hat es mit mir geteilt. So im Alltag, dem Heiligen Geist Raum zu geben, zu sprechen, für unsere Freunde. Ja, vielleicht zu hören, hey, ist da vielleicht auch was ich für jemanden aus der Gemeinde höre, wo der Geist zu mir spricht. Das können wir nicht nur für uns, das können wir auch für andere. Und da die Ermutigung, wirklich die Antennen zu spitzen. Hey, wo will der Geist zu uns reden? Ich bete noch zum Abschluss, bevor wir in eine zweite Zeit des Lobpreises reinsteigen. Jesus, danke für all die Verheißungen des Segens, die du uns zusprichst, wenn wir lernen, in einer neuen Weise zu leben. Für all die Verheißungen des Segens, die auf uns warten, wenn wir uns nach dem richten, was du gesagt hast. Danke, dass du unendlich gut bist und so viel Gutes für uns im Sinn hast. Und ich bete, dass du uns sensibel machst für das Reden des Heiligen Geistes. Heiliger Geist, dass du immer mehr Raum in unseren Herzen bekommst, immer mehr Raum in dieser Gemeinde bekommst, wirklich zu sprechen und zu reden. Ich bete, dass du unsere Herzen veränderst, mehr zu dir hin, dass wir lernen, in dieser neuen Weise zu leben und als Jesus Generation, als Generation von Jesus-Nachfolgern einen Unterschied in dieser Region und in der Welt machen. Ja, tu du, was nur du tun kannst, Herr. Amen.